Hast du auch neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist? Da gibt es Kaviar und Hunger im Überfluss. Keiner hier, der hungert und niemanden ist kalt. Vanilleeis zum Nachtisch, alle sterben alt in diesem Land, wo es für immer Frühling ist. Darf jeder kommen und jeder gehen, denn es gibt immer einen Platz am Tisch. Rot-karierter Stoff, keine weißen Flaggen mehr. Aus dem frühlingshaften Studio begrüßen wir euch mal wieder ganz herzlich beim Podcast. Herzlich willkommen, meine lieben Friends. Aber es ist wirklich frühlingshaft. Frühlingshaft? Also so Frühlingsgefühl. Schon? Nicht? Also es wäre ja eigentlich Mitte, Ende Januar immer noch und es müsste zumindest in der Theorie tiefsten Winter noch sein. Aber wenn man jetzt so rausschaut, kommt bei dir kein Frühlingsgefühl auf? Nein, ich spüre noch gar kein Frühlingsgefühl. Gut, ich muss auch sagen, ich weiss nicht, ob das daran liegt. Von innen raus schauen, ja. Von draussen sein fühlt sich jetzt also nicht nach Frühling an. Aber ja, ich weiss nicht. Also, es ist schon wärmer geworden. Aber als ich am Montag die Zeitung verteilt habe und es am 5, halb 6 schon anfangen richtig dunkel werden, so nach dem Motto, ist es schon kalt. Also letztes Wochenende war es arschkalt. ja, aber jetzt irgendwie Wochenende ist arschkalt. Ja. Heute ist richtig Summer-Vibes. Ja, bedingt. Frühlings-Vibes. Also, Also irgendwie habe ich Frühlings-Vibes. ja, das ist doch schön. Das ist schön. Ich noch nicht, aber die kommen dann im Frühling. Ich weiss nicht. Im richtigen Frühling. Ja, voll. Es gibt ja irgendwie so astrologischen Frühling oder Kalenderfrühling. Ich weiß gar nicht wie, aber es gibt irgendwie so einen offiziellen Tag, wo eigentlich der Frühling anfangen sollte. Ja, so wie in der Winter. Theorie. So wie Winteranfang und so. Wie Fasnachtsanfang. Zum Beispiel. 11.11. Ja. Ja, kann schon sein. Also ich weiss nicht, ich habe das auch schon mal irgendwo gehört, dass es so verschiedene Frühling gibt. Aber man sagt ja zu vielem Frühling. Also man kann ja auch irgendwie sagen, du hast deinen zweiten Frühling. Wenn irgendwie jemand lange in einer Beziehung war und nachher irgendwie mit 70 stirbt der Partner, dann ist es nochmal ein Frühling. Also von dort kenne ich es noch so. Dass Blühst nochmal auf. Genau, Ja. von dort kenne ich es nochmal so. Ja. Den habe ich glaube schon mal im Podcast erzählt. Ich habe am Papi von einem Kollegen auf den 50. Geburtstag mal ein Video geschnitten. Und dort konnte ich dann auch so eine Videobotschaft machen. Also der Peach Weber war in diesem Dings drin. Oder der Büssi und so. Und dort in meiner Videobotschaft habe ich dann auch gesagt, 50 Jahre irgendetwas. Wie kann es anders sein? 50 Jahre. Nein, ich weiß glaube ich nicht. Ich weiß glaube ich wirklich nicht. Ich hätte es auch so aufgeschrieben. Ja, es würde mir in den Sinn kommen. Aber ja, es ist jetzt ein bisschen... Es würde in den Sinn kommen, wenn es in den Sinn kommen würde. Genau, Ja, ganz kenn genau, ich. in diesem Stil. Ja, voll. Ja. Wie geht's dir, Nils? Was läuft so? Ja gut, an und für sich eigentlich gut. Ich habe diese Woche eigentlich nicht so viele Punkte auf meiner Liste. Also es ist auch nicht so wahnsinnig viel passiert in meiner Schmetterlingsbauchwelt irgendwo. Ja, geht mir aber im Vergleich. Ich bin auch vorher dort geguckt und dachte, was habe ich diese Woche gemacht? Irgendwie ist die Woche völlig an mir vorbeigeflogen. Also ich habe schon noch mal reingeschaut. Eigentlich wäre schon Wichtiges und vieles ist gelaufen und mehr so Vorbereitungszeugs für die bevorstehenden Wochen. Oder auch sonst noch ein bisschen, also nicht Altlasten, aber Zeug, wo aber irgendwie Jahresabschluss Ja, und so, der stimmt. ganze Scheiß, wo letzte Woche und diese Woche wieder ein bisschen Thema war. Aber diese Woche war nicht so diese Woche. Es war eher alles vorne und alles nachher. Ja, mega. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, ich habe diese Woche ganz komisches Durcheinander mit den Wochentagen.
Also, kein Tag fühlt sich nach dem Tag an, was es eigentlich ist. So, am Montag hatte ich nicht das Gefühl, es sei Montag. Also, dort hat es angefangen, haben wir so einen langen Montag gehabt. Also, einfach halt, wir sind nach dem Arbeiten in dem Sinne noch an einer Infoveranstaltung mit Apero, wo man dann halt auch noch mal zugelassen hat und so. Und dann nach dem Apero Sind wir noch im BK? sind wir noch im BK, genau. Weil der Apero so schlecht war. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Oder es war halt einfach ein Apero gewesen und ich habe ein Essen gebraucht. Ja, true. Aber ich muss wirklich sagen, der Apero, also es hat wirklich zu wünschen übrig gelassen. Ja. Für mein Gusto hat es viel zu wenig Schinkengipfel gegeben. Ja, voll. Und die rum waren, habe ich alle weg verschwunden lassen. Und sonst hat es immer so komisch Ja, Spinatzeug. Es war mega weird. Ja, das Spinatzeug verstehe ich nicht. Wie kann man so ein Spinat kann man? wecken? Ja, Ja. ich fühle es einfach nicht. Ja. Aber ich habe mir dort dann auch so gedacht, es war ganz weird gewesen. Es hat so Käseküchli gegeben, so Schnitz vom Käseküchli. Und die sind aber immer auf einem Teller gelegen, auf so einem, wo hast du das Ganze wie nähen, wo dann noch ein Silberzwiebeli und so ein hure halbes Maiskölbli klein. Ich weiß nicht, wie heissen die? Mini-Maiskölbli. Sind das Also Mini-Maiskölbli? ich hätte jetzt so gesagt, weil es einfach Mini sind. Und ich hätte jetzt dir geglaubt, dass es so heisst. Aber ich hatte die zwei Sachen halt nicht so gern. Und dann habe ich die genommen und dann so auf die Seite. Und ja, nein, das ist einfach... Ich glaube, das war gar kein Maiskölbli, Käseküchli gsi, sondern das ist Brot und oben dran Raclette-Käse. Ja, gut. Es wäre irgendwie so ein Raclette-Brot. Wäre das, glaubst du, Nein, also ich kenne von die Heimen aus Käseküchli genau so. Und das war kein Raclette-Käse, das hat man geschmeckt. Schon? Ja, das Hast du so eins probiert? Ich habe mehrere von denen gegessen. Ich habe nur Schinken. Ja, ich habe über mehrere von denen gegessen und musste aufhören, weil ich immer das Silberzwiebeln wegrühren musste. Und das Ja. hat sich so falsch angefühlt. Und dann bin ich mit jemandem am Reden und habe die ganze Zeit so das leere Ding mit dem Silberzwiebeln und dem halben Maiskölbli in der Hand gehabt. Und das ist dann so warm geworden und dann musste ich es wegrühren. Ja, nein, aber wir haben die Heimen immer Brot aufschneiden und dann machst du so Gruyère, Emmentaler, du reiben, du in eine Schüssel, ich glaube nur Eigelb, ohne Eiweiß, du rein, das alles mischen und dann halt noch ein bisschen Gewürz, so ein bisschen Salz, Pfeffer und dann tust du die Masse dann auf die Brotscheiben und die in den Ofen. Das sind für mich Käse, also Crazy. die klassischen Käseküchli. Ja. Voll. Also es sind auch nur die, die man immer die gegessen hat. Ja, ja. So im Laden oder so ist es ja dann immer mit Blätterteig. Mhm. Ja, Voll. voll. Habe aber ich mich wirklich mein ganzes Leben noch nie dran getraut. Käseküchli. Käseküchli? Also vor allem einfach, weil ich Käse nicht so gerne habe. Ja gut, In dann ist gewissen Formen. Dann ist es natürlich schwierig Also in der Schweiz. Raclette, Fondue und sowieso Mozzarella. Mozzarella ist kein Thema. Wie heisst das? Mozzarella? Wie? Mozzarella? Mozzarella, ohne das R noch zwischen... Mozzarella hast du... Mozzarella. Mozzarella? Mozzarella. Ohne R? Ohne R, ja. Mozzarella. Also vielleicht mache ich mich jetzt auch total zum Affen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Oder Gut, wenn's nicht so Mozzarella? Mozzarella, ja. Mozzarella? Mozzarella. Italienische- Zum Glück sind wir keine Italiener, ja. Italienische sonst- Silbertrennung Mozzarella. Also, halb Italien dreht sich gerade im Grab um. Ja, vielleicht auch nur halbe, weil sie sich beim Mozzarella umgedreht haben und wenigstens habe ich es Nein, noch... Mortadella gibt es Ja, doch. Mortadella gibt es auch. Dort hat es ein R. Dort hat es ein R, aber Dann das muss ist auch es bei etwas anderes. Mozzarella auch ein R Nein, drin haben. wieso? Sind die zwei verwandt? Ist Ja, die gleiche das ist Familie? beides Die Essen. gleiche Ja. Muss sehr beiden Orten drin haben. Ja, ja, fix. Das ist meine Logik. Ja. Pizza, wer kennt es nicht? Nein, geil. Ja, vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf, aber ich sage dann mein Leben lang. Prosciutto hat es auch ein R drin. Ja, Es hat überall ein R ja, es hat drin. überall ein R drin. Alles italienische. Dreigwaren, Ja, überall. Traghetti, Ja, alles. Tagliatelle. Siehst du? Geil. Wir müssen mehr auf den Nils hören. Ja, das ist so. Das R wird vernachlässigt. Ja, true. Vielleicht aber auch, weil ich das R ein bisschen komisch rolle. Weißt, das R ist so nicht... Bei meinem Dad ist es noch viel schlimmer. Den haben wir immer geföppelt. Da haben wir immer gesagt, sag mal Riesenradröhre.
Riesen Radröhren. Ja. Und dann sind die riesen Radröhren. Also nicht ganz so schlimm, aber... Ist das nicht so der St. Galler Dialekt? Ja, es gibt einen Dialekt, der ist mir total... Ich weiß aber nicht, ob es St. Gallen ist. St. Gallen. Ja, und Also auch... so wie du es jetzt gerade gesagt hast, jetzt für mich... St. Galler. St. Gallen. Ja, St. Gallen. Hopp, St. Gallen, führe mich im Bälle. Wo ist der Bälle im Goal von St. Gallen? Oh, ich kenne nur den ersten Part vom Spruch. Ja. Der Ball ist im Goal von St. Gallen, macht Sinn. Aha. Weil sie so schlecht sind. Ja, voll, das ist der Front. Ja, gut. Ja, Voll. der Mozzarella. Guter Folgenname. Aber ja. Mozzarella. Oder irgendwie alles Italienische hat ein R. Ja, genau. Ja. Irgendwie so. Voll. Ja, könnt ihr sehen nachher, wie wir die Folge benennen. Ja. Italienische Nachhilfe. Auch geil, auch geil. Wenn wir gerade beim Thema Essen sind, ich habe diese Woche auch mal wieder etwas Erfreuliches zu vermelden. Es sind jetzt auch gerade ein bisschen viel R gewesen. Ich bin diese Woche mal bekocht worden. Ja, stimmt. Kennst du das Schlemmerfilet? Also den Namen kenne ich, aber ich das kann mir ist so nicht... der Fisch und obendrauf so eine Kräutchen-Mischung. Und Ja. der hat es früher auch immer die Heime gegeben, meistens am Freitag. Ab und zu haben wir auf diese Regeln noch geschaut. Fischstäbli oder sonst irgendetwas. Und ja, so Schlemmerfilet und ein paar Gummeli und ein bisschen Spinat. Und irgendwie ist das noch geil, sich bekochen lassen. Jetzt habe ich gemeint, Das ist, glaube ich, wirklich so ein Geheimtipp. ein Geheimtipp. Ja. Ja, den Luxus haben wir alle mal gehabt, die Heime. True, Hotel Mami. Hotel Mami. Legende. Aber kochen lassen ist sehr schön. Und das Essen war auch gut. gewesen. Hervorragend, hervorragend, ja. Schmeckt eben schon besser, wenn es von jemand anderem für einen gemacht wird. Ja, und das Lustige ist, das Schlemmerfilet habe ich sogar auch von jemand anderem gehabt. Das war mein Geburtstagsgeschenk. 3 Kollegen haben mir auf den 25. Geburtstag ein Schlemmerfilet, oder nein, sogar 2 Schlemmerfilet geschenkt, 2 Mayo und ein Monor-Gutschein. Habe ich Das gerade war ihr Geschenk. mitbekommen. So geil. Ja. So geil. Und das Lustige an meiner Geburtstagsparty haben sie nachher in meine Gefriere ausgeräumt und den Shit reingestopft. Ja, das war auch lustig. So gut. Voll, Aber schön. Voll. Nein, es war sehr lecker gewesen. Und mit dieser Dame, also wenn das offizieller oder sonst, also dann müssen wir da schon noch schnell kleine Einschub machen. Aber letzte Woche am Freitag haben wir noch Transformer 1. Auch ein ganz legendärer Film. Und das Ding ist, ich habe gemerkt, wie viel das ich eigentlich von diesem Film wieder vergessen habe. Mir ist gerade aufgefallen, wo die Frühlingsgefühle herkommen. Ja! Vielleicht könnte Jagdsaison. Jagdfieber. Das hast jetzt du gesagt. Ja, das habe ich, ja. Mache mich gerade wieder hure Nein, unbeliebt. vor allem geil, ja, die Woche ist nichts passiert. Ja, Transformer 1 war letzte Woche. Nein. Doch. Wir haben am Donnerstag aufgenommen. Du hast am Freitag Transformer geschaut, hast du gesagt. Ja. Ja, eben am Donnerstag haben wir aufgenommen. Die Woche ist von Donnerstag nach Donnerstag. Bei uns im Podcast. Ach so. Ja. Ja, easy, ja. Also- ja, true. Ja. Also dann von diese Woche. Wie unterwüchig. Müsste man dem, ich glaube, das Wort gibt es gar nicht. Keine Ahnung, unsere Woche. Scheissegal. Unsere Woche. Unsere Unsere Woche, Woche. ja, voll. Aber nein, Transformer 1 mit der Megan Fox Mhm. und mit dem Bumblebee und allen geilen Autobots und Decepticons und fuck. Ich bin wieder voll im Film drin Ganz gewesen. geil. Wenn er dort in die Garage eingesperrt wird, der Bumblebee. Also er muss ja in die Garage rein und nachher steht er irgendwie in die Garage auf, macht alles kaputt, oder? Oder Hauseinfahrt. Oder die Hauseinfahrt, Ja, ja. irgendetwas so, ja. Da muss ich Also, auch mal ja. wieder schauen. Die Autobots haben ja die Brille vom Captain Witwicky irgendwie gesucht, weil das ist ja sein Urgroßvater gsi. Und der war ja der Antarktis-Forscher, der dort so ein Loch runtergefallen ist und dort war der Megatron eingefroren gsi.
Und aus Versehen hat er irgendwie sein Navigationssystem aktiviert und in seiner Brille ist der Standort vom Megatron oder nein vom Allspark ist eingebrannt worden. Ja. Und danach haben die Autobots die Brille beim Sam, ja Sam heisst er glaube ich, Witwicky, Ja. holen. Und nachher hat er gesagt so, hey, gib mir 5 Minuten, ich gehe die Brille bei mir die Heime suchen. Und die Autobots, die haben halt nicht können warten, haben sich transformiert zu Robotern und haben dann den ganzen Garten geschlissen. Ja, voll. Ja, geiler Film. Das war ganz ein geiler Film. Ja, voll. Schön. Und danach haben wir noch eine Folge Made in Abyss geschaut. Ja. Auch geil. Auch ganz geil. Auch sehr zu empfehlen. Mhm. Und soweit ich weiss, hat sie jetzt weitergeschaut. Also, ja, irgendwie. Mhm. Voll. Mal Cucaracha. Mal Cucaracha. Ja. Ich weiss nicht, ob wir das Wort schon mal im Podcast gesagt haben. Kann sein, aber kann auch sein nicht. Mal Cucaracha. Mal Cucaracha. La Cucaracha, la Cucaracha. Ich weiss gar nicht, ob das Lied überhaupt so geht. Ja gut, ich glaube Keine schon, viel Ahnung. passiert ja nicht in dem Lied außer Cucaracha. Was sagen sie Cucaracha? Ja. Cucaracha heisst Kakerlake. Mm. Yes. Mm. Habe ich nicht Cucaracha. gewusst. Es ist a Cucaracha. Ah, A Cucaracha. Cucaracha. A Gulli. Stimmt. Und dann fängt es wieder von vorne Ich kenne nur das Cucaracha zu Pfäffiken. Ja, das kenne ich auch. Aber ich war noch nie drin. Nicht? Noch nie? Aber ich habe nur schon eine Story von dort gehört. Ja. Ein Kollege ist dort, glaube ich, auch um ein Wochenende mal vorbeigegangen. Ich glaube, mit seinen Eishockey-Kollegen. Weil der Kollege hat früher Eishockey gespielt. Und also ich glaube, dass es mit denen war. Und dann hat es irgendwie so ein paar komische Typen dort gehabt. Und die sind voll auf Angriff aus gewesen. Und dann irgendwie hat der Kollege so ein bisschen schlichten, die Situation abspielen, die Friedensfahne so hissen. Und dann hat der andere ihm voll einen Fuß in die Fresse hineingegeben. Und sein Zahn hat dann angefangen zu wackeln. Ja. Aber irgendwie... Und er war fertig gewesen, oder? Also ich glaube, er hat wieder den Zahn einfach so wieder ein bisschen reingedrückt und gehofft, dass er nicht rausgeht. Und er ist dann wirklich nicht rausgeht. Es hat dann irgendwie ich bin kein Zahnarzt, aber irgendwie hat dann der Zahn wieder gehebt. Interessant. Richtige Straube Story vom Cucaracha. Ja. Nein, nicht gewusst, dass die Zähne wieder anwachsen können. Also früher, was ist das, irgendwie so 7, 8, 9 rum, haben wir auch jemanden an dieser Straße gehabt, wo ich gewohnt habe, der mit dem Velo mal auf die Fresse geflogen ist. Und der ist auch ein Zahn rausgefallen. Und anscheinend, habe ich dort auch nicht gewusst, tut man den Zahn halt in Eis einlegen, also kalt behalten. Und dann gehst du zum Zahnarzt und im besten Fall tust du den einfach wirklich wieder reindrücken. Und die Nervenenden, die tun sich dann irgendwie wieder mit dem Zahn vorbei. Keine Ahnung. Also es wächst wieder zusammen. Ja, irgendwie. Ja, kann schon sein. Ich habe es einfach noch nie gehört, aber das kann schon sein. Kann schon sein. Ja, du kannst schon vieles wieder annähen, das nachher wieder funktioniert. Das habe ich ja selber auch schon erlebt. Haben wir diese Story schon mal behandelt? Das weiss ich im Ich Fall weiss gar nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein im Fall. Also bei mir schält gerade nichts. Bei mir auch nicht. Könnte Ich glaube, das wäre schon noch kurz ein Ausflug ja, könnte man wert. eigentlich mal erzählen. Ja, ich habe im Gartenbau gearbeitet und habe Bodendecker mit einer Heckenschere geschnitten in einem Bördli über einer Garage. Und ja, ich habe dann beim Rückwärtslaufen in dem Hogger einen Schritt ins Nichts rausgemacht. Bin abgestürzt mit der Heckenschere, die läuft in der Hand, und habe sie dann
mit der rechten Hand noch festgehalten, dort wo man halt Gas gibt, und habe sie von mir weg schmeißen. Die ist aber im Bodendecker gelandet und ist wieder zurückgekommen. Und ich habe mich mit der linken Hand versucht abzustützen am Boden, und dort war halt die Heckenschere und dann habe ich mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger habe ich voll reingelangt. Ja, und dann hat es mir vorne beim Zeigefinger gut quer unter dem Nagel, also so, wenn ihr den Finger anschaut, dann hat es ja so die obere Falte. Und eigentlich knapp über dieser oberen Falte habe ich durchgeschnitten. Und, Das Fingerbeere. ja, also so quer gegenüber hinter den Nagel dann. Und dann jetzt, der Finger hat noch gehabt an so einem kleinen, also das Stückchen. Eigentlich müsste man dafür so etwas, eine Triggerwarnung aussprechen vielleicht. Vielleicht schon, ja. Also Triggerwarnung. Ja, es ist auf jeden Fall, er war nicht ganz weg, aber er war auch nicht mehr ganz dran. Und wir haben dann auch Druckverband gemacht, Krankenwagen ist gekommen. Ich war noch im Gacko draussen. Zum Glück war noch der andere Arbeiter, auch noch der Kollege, wo mich dann beruhigen konnte, weil ich bin total ausgeflippt. Ich habe nur also das ist so ein Blick, so ein Bild, das du einfach nicht mehr vergisst. Und in dem Moment drüllt es halt total im Kopf. Du studierst in alle Richtungen. Und ja, nachher ist dann irgendwann der Rettungswagen gekommen und dann haben sie mir dann irgendetwas gegeben und nachher ist relativ gut gewesen. Und dann halt einfach mega lange auf die OP gewartet, weil es irgendwie Notfälle hatten, wo schlimm sind und so. Und dann bin ich sogar in den OP-Raum runtergefahren worden. Das ist am Mittag passiert und ich bin dann irgendwann am Abend um 10 Uhr bin ich in den OP runtergefahren worden. Habe dort eine Betäubung bekommen für den linken Arm vom Anästhesist. Und dann hat es geheißen, so, du musst wieder aufs Zimmer rauf. Ja, und dann schon betäubt? Schon betäubt. Schon eigentlich eine Tür vor dem OP-Saal. Und dann haben wir dort wirklich etwa eine halbe Stunde habe ich gewartet mit dem Anästhesist und haben auch geredet über sonst so Sachen. Und dann plötzlich kommt jemand rein und sagt, ja, du musst wieder rauf. Und dann bin ich wieder aufgestoßen worden, aber nicht mehr in das Zimmer, wo ich vorher war, sondern ich bin dann auf die Ips gekommen. Und bin dann auf der Intensivstation zwischen all diesen Leuten, die so Schläuche und alles und so haben, bin ich dann dort gelegen, habe nochmal Schmerzmedis bekommen und so. Und immer noch die Hand verbunden, der Finger immer noch am Bambeln, blöd gesagt. Und ja, dann bin ich eingeschlafen und bin irgendwann am Morgen um 3:30 oder so verwacht und bin immer noch nicht im OP gewesen. The fuck? Ja, und dann hat es bei mir rot im Kopf. Dann habe ich nur noch rot gesehen. Dann habe ich gedacht, jetzt ist etwas falsch. Und dann habe ich dort rumgerufen, weil genau, es sind vorher mega viele Betten drin gestanden. Und als ich aufgewacht bin, war einfach kein Bett mehr dort. Ich und noch so eine andere Nase war noch da und alle anderen sind weg. Die Arbeiter sind weg. Und ich dann einfach so, «Hallo, hallo!» Und dann habe ich gerufen. Und dann ist eine gekommen und dann habe ich ihr gesagt, mir ist das ist noch dazu gekommen, als ich aufgestoßen bin, haben sie gesagt, in einer halben Stunde wirst du operiert. Und ich bin dann eingeschlafen und 4 Stunden später aufgewacht. Und habe ich ihr gesagt, ich muss operiert werden. Hallo, was läuft? Und dann hat sie mir gesagt, ja, wir hätten sie jetzt gerade abgeholt. Dann hat sie mich gerade genommen mit dem Bett und hat mich abgestoßen. Dann musste ich im Gang noch 20 Minuten oder so warten. Und dann bin ich in OP gekommen. Aber eine riesige Story und so. 2 Stunden OP. Ich wollte ein Ding bekommen. Also ich habe einfach nochmal Betäubung bekommen für die örtliche, keine Narkose. Ich wollte wach sein. Ich habe auch ein Stück weit zugeschaut bei der Operation, also auf meinen Finger, weil auf die Hände siehst du ja gut an. Mhm. Und bin dann aber sogar eingeschlafen während der Operation, weil ich habe ja nichts gespürt. So. Und dann bin ich im Zimmer wieder aufgewacht, irgendwie am Morgen um 7 Uhr. Und dann hat es geheißen, ja gut, jetzt können Sie gehen. Ade. Und dann habe ich mein Zeug zusammengepackt und bin dann unten in Luzern vor dem Spital rausgestanden mit so Fingern, die Dingsel waren, keine Ahnung was richtig. Also ein Arzt hat mir noch gesagt, was so jemand ist. Ich muss jetzt in die Reinigung und so. Und das. Und dann gut, dann habe ich Mami angerufen und habe dort vor dem Spital gewartet, bis mich jemand abholen kam. Dann bin ich heim. Und dann bin ich, glaube ich, 1,5 Monate nicht mehr arbeiten im Gartenbau, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. So. Und dann bin ich dann zurück nochmal in den Gartenbau für ein halbes Jahr, ein bisschen mehr. Habe auch wieder Hecken geschnitten. Das hat mich aber recht reingepsycht, das Zeitchen lang. Das war ganz komisch. Dann bin ich mit der Schere auf den Baum gehockt und habe Äste abgeschnitten und habe immer wieder im Kopf mir vorgestellt, ich schneide meinen eigenen Finger ab. Also es war ganz komisch. Aber
Ja, nachher haben wir ich habe gute Therapie bekommen, respektive einer, der das mega gut gemacht hat mit mir. Der hat immer schön die Wunden gereinigt, weil die haben irgendwie auf meine 2 Fingerspitzen haben die irgendwie 18 oder 19 Stich gemacht auf ein paar Zentimeter. Also es ist alles kreuz und quer. Und das war lustig, meine Schwester ist beim ersten Termin mitgekommen, weil sie sie hat VG gelernt. Und dann ist sie dort im Zimmer gestanden, ich meinen Finger ausgepackt, hat sie gerade raus müssen. Sie hat schon 10-mal schlimmeres Zeugs gesehen. Aber bei Leuten, die du kennst, wenn es dein Geschwisterte ist, du verlierst es nicht. Ja. Sie hat raus müssen. Das war mega krass. So. Und da kann ich eigentlich Props geben an Letta, meinen Arzt. Das ist wirklich einfach ein ganz geiler Sieg, ist ein Bündner und hat mir immer gut gesagt, was ich machen kann, was ich nicht machen kann. Und mittlerweile spüre ich einfach vor allem am Zeigefinger spüre ich nicht viel vorne. Also vielleicht noch ganz kurz, ich sehe, welche Hand dass du in die Hand hebst. Stimmt, es ist Luft. es ist die linke Hand, wenigstens das. Es hätte auch die rechte sein, ich bin Rechtshänder. Das wäre, merke ich jetzt, wo ich es länger immer noch habe, so, und es geht ja auch nicht mehr weg, habe ich schon Glück gehabt im Unglück. Weil, ich sage jetzt gerade, den Nagel merke ich nicht. Also ich spüre beim Zeigefinger einfach den Nagel nicht. Das ist ganz ein komisches Ding. Und beim Mittelfinger habe ich so eine kleine, blöd gesagt, Haut, die alles wieder zusammengenäht haben, wo einfach halt, man kann eigentlich sagen, ich habe vom Finger vorne so einen kleinen Teil abgeschnitten. Und der Nagel wächst dort nicht mehr ganz vorne. Und durch das ist er jetzt so ein bisschen Freestyle-mäßig unterwegs, der Finger. Parkour-mäßig. Aber ich spüre bei dem wenigstens mehr oder minder fast alles. Und beim Zeigefinger ist es auch besser geworden, weil sie haben auch gesagt, da ich so jung bin, können die Nerven schon zurückkommen. Nicht komplett, weil es gibt ja so Hauptnervenstränge und aber eine gewisse Größe oder etwas, wenn die komplett durchtrennt sind, dann ist es vorbei mit dem Nervenstrang. Es kommen schon Nerven zurück, aber ich merke, dass ich nicht annähernd so viel merke wie vorher. Und gerade wenn zum Beispiel, wenn es kalt ist oder auch wenn ich etwas mit den Fingern machen muss, dann merke ich einfach, dass ich halb Krüppel bin, was das angeht. Aber ich habe mich eigentlich gut daran gewöhnt. Ja, aber das ist meine Erfahrung mit. Das ist krass, ja. Eigentlich schon, ja. Also ich stelle mir vor allem jetzt nochmal Triggerwarnung. Einfach der Moment, wo du wie dich selber und du weißt schon, wie du selber aussiehst und wie du selber solltest aussehen. Und dann sieht es einfach nicht so aus. Ja. Ich glaube, der Moment ist ganz übel. Ja, und im ersten Moment ist dir ja nicht bewusst, die näht das einfach wieder an. Und dann spürst du vielleicht nicht mehr viel. Am ersten Moment denkst du, okay, ich laufe nachher mit 2 Stümmeln an der Hand rum. Und das ist vor allem das, was dich am Anfang mega aus der Bahn wirft. Weil du schaust das so an, dein Kopf kann es nicht fassen, aber du weißt, ganz tief in dir inne weisst, das ist jetzt. Das ändert sich nicht. Das sieht in dem Moment endgültig aus. Und das ist der Schock. Also, wenn ich mir vorstelle, ich meine, ich habe jetzt einfach nur ein bisschen Finger, das ist alles noch im Rahmen. Also ich sage mal, das ist unter Gärtner, Handwerker, gerade Schreiner und so, ist das eine Verletzung, die gibt es immer wieder. Und früher, gerade, also sie haben auch gesagt, vor 10 Jahren hätten sie den mit dem Schaden, den der Zeigefinger hatte, nicht mehr versucht anzutun. Also das war das Erste, was mir der Arzt dann gesagt hat, als er ihn angeschaut hat. Sieht nicht gut aus. Er hat gesagt, der Arzt darf dir ja keine Hoffnungen machen. Er hat gesagt, wenn sie es probieren, wenn wir ihn antun oder nicht. Und ich habe einfach gesagt, ja sicher. Antun, egal was. Auch wenn ich nicht mehr spüre und man es nachher wegnehmen muss, antun. Weil wegnehmen kannst du es ja immer noch. So. Ja. Aber dort habe ich dann schon auch recht studiert, ob jetzt das noch wird oder nicht wird. Und umso länger der Prozess war, habe ich immer mehr gemerkt, dass es etwas ist, mit dem du eigentlich gut leben kannst. So. Aber am Anfang ist es also, der Schock, der hat mich eigentlich viel mehr getroffen wie die effektive physische Einschränkung. So. Und ja, ich merke einfach, ich klammere die 2 Finger bei ganz vielen Sachen aus. Also wenn ich mit der linken Hand irgendetwas mache, festhebe, dann mache ich, das seht ihr jetzt nicht, aber die Finger, die haben keine Kraft, das kommt dazu. Ich kann mit dem Finger keine Kraft aufwenden. Also wenn ich mit dem müsste irgendwie etwas umdrücken mit dem Finger, dann tut mir das mega weh.
Und durch das tue ich die wie ausklammern in meinem Alltag und lebe eigentlich mit den anderen 3. Und halt alles, was die ganze Hand brauchst, ist ja noch gut. Es ist ja noch die Spitze. Ja. Das ist auch hure viel wert, wo man am Anfang sich nicht bewusst ist, dass die Spitze ist ein riesiger Unterschied zu hinten dran. Weil mega viel, wo du greifst oder so, dann brauchst du deine Fingerspitzen nicht. Die brauchst du eigentlich nur zum Friemeln und so. Ja. Aber man lernt sich dann halt kennen und man geht gewisse Schonhaltungen ein, nennt man das, glaube ich. Und wichtig ist einfach, dass in diesem Prozess, wenn einem so etwas passiert, dass man dann trotzdem immer versucht, den Finger wieder zu belasten. Oder was es dann auch immer ist. Ob es ein Rückenweh oder Rückenschaden oder irgendwas ist. Ja. Und dann ist sie eigentlich das Coole an so einer Verletzung, also das Coole, blöd gesagt, an so einer Verletzung ist ja, wenn es passiert ist, es wird nachher eigentlich besser. Also jetzt bei mir zum Glück. Wenn es etwas Grosses ist, dann kann es natürlich auch gefährlich werden. Aber bei mir ist es eigentlich dann wieder nur bergauf gegangen. Und darum, ja. Und das ist auch das Krasse, du bist ja dann mega verletzt, das heißt, du brauchst die ganze Hand fast nicht. Und dann geht es ein Zeitchen. Und dann, wenn du schon wieder anfängst kannst benutzen, ist es für dich ein Plus. Also es ist eigentlich dann, wenn du dann wieder voll im Ding bist, nach so 3-4 Monaten, wo du wieder denkst, ja, jetzt hat es sich wieder mehr oder weniger verheilt, dann merkst du eigentlich erst so, was das du verloren hast und was nicht. Und darum ist es dann halt auch schon fernab. Ich mag mich nicht mehr erinnern, wie es ist, mit ganzen Fingern. Das hat mein Kopf ausblendet. Ich kann es mir schon noch vorstellen, aber ich kann es nicht mehr spüren. Ich empfinde das nicht mehr so. Ja, das ist eigentlich das Krasse. Ja. Ich mag mich auch noch daran erinnern, das war ich weiss nicht mehr, im Kinski oder in der Primar, wo wir, glaube ich, mal in der Schule Affe als Thema hatten. Und dann haben wir irgendwie so das Spiel gemacht, dass wir den Daumen wie so angeklebt haben an die Handfläche irgendwie. Und dann haben wir mit den 4 anderen Fingern etwas greifen, etwas heben und so. Und dann merkst du eigentlich, fuck, ohne Finger, du wärst am Arsch. Und speziell mit dem Daumen. Ja. Der Daumen ist so ein Motherfucker. Der Daumen ist so wichtig. Aha. Also hätte ich das Gleiche am Daumen, würde die ganze Sache schon anders aussehen. Definitiv. Also man kann das Spiel ja selber mal machen. Also es ist wirklich, man kann es ausprobieren. Der Daumen ist Katastrophe, wenn du den nicht hast. Der kleine Finger, der gibt dir Begriff und so Stabilität, aber ist nicht annähernd so wichtig wie der Daumen zum Beispiel. Oder eben auch, ja zum Beispiel. Nein, aber auch... Also das wäre das Einzige, wofür dass wir den Kleinen in den Sinn würde kommen. Ja. Wer so etwas sagt, 2 for the Pinky, 1 for the Stinky. Mehr muss man nicht sagen. Aber was ich wollte sagen, das Einzige, was krass war, Hosensäcke. Der Mittelfinger ist der längste Finger. Das heisst, alles, was du in einem Hosensack oder so erfüllst du mit dem längsten Finger. Und das kann ich nicht mehr. Das heisst, am Anfang, ich habe nichts in meinen Taschen, wenn ich mit der linken Hand etwas gesucht habe, ich habe es gesucht, nicht gespürt, es ist nicht dort und dann mit der rechten reingelangt und gemerkt, dort ist es. Also, das ist mir mega aufgefallen, dass die langen Finger brauchst, sobald du irgendwo reinschläufst oder so, dann ist das die erste Information, die du überkommst mit dem Hirn. Und die fehlt mir. Krass. Ja. Das ist einem null bewusst, so Zeug. Ja. Aber Hosentasche. Hosensäcke, in die Hosensäcke langen. Shit. Ja. Wäre ich jetzt auch nie drauf gekommen. Da kommst du eben Aber auch nicht drauf. ja, das ist wirklich so. Das ist das Lustige, das ist mir selbst, dann, als ich es schon hatte, erst mit der Zeit aufgefallen. Also auch die rechte Hand braucht man ja eigentlich immer für, also wenn man Rechtshänder ist, für alles, was so wichtig ist, Feingefühl braucht oder wo du gerade Kraft musst dahinter bringen. Und die linke Hand, die unterstützt dich immer so ein bisschen. Oder halt umgekehrt. Und zum Beispiel Türen aufmachen macht man oft mit links, wenn man Rechtshänder ist. Weil rechts hast du den Schlüssel und dann tust du mit dem Schlüssel rein. Und am Anfang, weil bei der Türfalle musst du rechten Druck aufwenden und ich habe die Türfalle immer nur mit den anderen 3 Fingern gegriffen, weil es so weh da hat, sie aufzumachen. Und solche Sachen fällt dir dann plötzlich mehr auf, wo du überhaupt deine linke Hand brauchst im Alltag. Und das sind eben so Sachen, wo du deine rechte schon vergeben hast
und dann die Link nebendran eigentlich einfach automatisch etwas macht und plötzlich musst du dich mehr auf die Link konzentrieren, wo eigentlich in deinem Kopf ja dich weniger darauf konzentriert. Also es ist ganz speziell so. Ja. Also bei mir, wenn wir beim Thema links-rechts so sind, ich habe keine links-rechts-Schwäche zum Glück, aber ich bin ja Linkshändler, ich schreibe mit links, Computermaus habe ich mit links, oder habe ich in der linken Hand, ist aber eingestellt wie ein Rechtshändlermaus. Das heisst, bei mir der normale Klick ist bei mir der Mittelfinger. Und der Rechtsklick ist mit Zeigefinger. Ja. Das ist eigentlich auch völlig Verkehrt crazy, für uns alle. verkehrt Ja. eigentlich. Aber Grund als Kind, einfach der Computer daheim. Bei mir ist die Maus in der Linken irgendwie besser gegangen. Und die Einstellung, dass du die Tasten kannst täuscheln, habe ich einfach nicht gewusst. Und danach habe ich mich einfach so daran gewöhnt. Ja. Und es gibt noch 2, 3 andere kleine Sachen, die ich auch mit links mache. Aber meine starke Hand ist rechts. Also wenn ich einen Ball rühre oder so etwas, das mache ich mit rechts. Ah, okay, das ist Oder speziell. wichsen tue ich auch mit rechts. Okay, interessant. Also bei mir ist es auch so ganz komisch verteilt irgendwie. Ja, das ist noch spannend. Sonst kennt man ja, dass es wirklich einfach gekehrt ist. Gabel und Messer ist auch ganz normal. Und wenn du jetzt so müsstest sagen, dann identifizierst du dich mehr als Linkshänder oder mehr als Rechtshänder? Identifizieren. Ja, was hast du das Gefühl, bist du? Das ist identifizieren. Ich bin schon Linkshändler. Ja, das Aber hätte ich jetzt auch gesagt, aber ich mache kann ich es von mit dir wollen. rechts. Ja, voll. Das ist meine Pronomen. Genau. Links, rechts. Ja. Linkshändler mit ein bisschen rechts. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Irgendetwas wollte ich sagen, aber es ist mir gerade nicht mehr in den Sinn gekommen. Auch irgendetwas mit der... Ah ja, genau! Am Anfang hatte ich mega Abfuck. Ich bin ja PC-Gamer oder auch Controller und Game ist ein Scheiß. Weil Gamer brauchst du deine Zeige und Mittelfinger recht krass. Und am Anfang hat mich das gestresst, weil ich habe gemerkt, ich spüre es nicht. Es ist kacke. Und dann habe ich wirklich gamed, um meine Finger zu trainieren. Weil ich habe beim Gamen gemerkt, wie es mich nervt und ich nicht will gamen. Und dann habe ich meinen Finger wieder rein. Und jetzt, wenn ich game, merke ich es gar nicht mehr, dass ich Ja, du die Einschränkung rasierst habe. alle. Es ist im Fall heftig, weil am Anfang, das hat mich mega gestört. Das ist mir erst gerade jetzt wieder bewusst worden, wo wir darüber geredet haben, dass ich das gar nicht mehr merke. Aber am Anfang habe ich zuerst gedacht, hey, Scheiße. So, ja. Ich habe dafür mit Game ein anderes Problem. Weil ich die Maus links habe, muss ich mit der rechten Hand WASD machen. Und das heisst zum Beispiel die Leertaste mache ich ja immer noch mit dem Daumen. Ja. Aber meine Hand ist völlig verkrüppelt. Ja, du müsstest es auf überlegen. Ja, irgendwie entweder ein gespiegeltes Keyboard, aber ich glaube, das gibt es gar nicht. Oder halt WASD auf andere Tasten legen. Ja, voll. Aber eben, das ist ja dann auch, dass, wenn du dich am Anfang nicht daran gewöhnst, dann machst du es nachher funktioniert so. Ja, lustig. Ich habe auch noch so einen Mode, den ich mir angewöhnt habe, beim viel CSGO-Gamen früher, wo so ein bisschen der Ansatz war, ich will immer besser werden. Und dann habe ich angefangen, meine Tastatur so leicht schräg anzulegen. Und das merke ich jetzt, dass ich auch immer mal wieder, wenn ich am Gamen bin, plötzlich meine Tastatur mega schräg auf dem Pult, einfach weil es eine angenehmere Haltung ist. Weil wenn du ja so die Hand vor dich hinlegst, sie gerade vor dich hinzulegen, ist viel anstrengender, als sie mit einem leichten Ecke hinzulegen. Voll. Ja, so Zeug habe ich mir auch angeeignet. Und es ist einfach irgendwie dort. So. Ich glaube, so Sachen... es würde noch easy viel so Sachen geben. Und jeder Mensch irgendwie... also zum Beispiel, ich weiss nicht, ob das 10-Fingersystem... Früher bist du einfach vor dem Computer angehockt und du hast stöckelt, wie es halt geht. Nochmal eine andere kleine Story. Das ist eine von meinen... Nein, ich glaube, das ist meine allerschlechteste Note in meinem ganzen Leben gewesen.
in der Berufsschule haben wir so einen Schreibtest gehabt. Und du hast eine Tastatur gehabt, wo Buchstaben nicht drauf gestanden sind. Alles schwarze Tasten. Und du hast beim F und beim G oder beim H hast so die, also müsst ihr euch mal achten, auf jeder Tastatur 2 Buchstaben haben so kleine Markierungen. Also wirklich so physisch so ein kleines Nöppeli. Die hat man gehabt und sonst einfach schwarze Tasten. Ja. Und bis heute das 10-Fingersystem kann ich nicht, aber mittlerweile bin ich auch sehr schnell unterwegs mit 2 oder 3 Fingern. Ja, same. Also geht mir auch so. Ich habe das 10-Fingersystem auch nie geschafft oder so, wo wir das gelernt haben. Wir hatten auch so eine Tastatur gehabt und so Schreibübungen. Es hat immer geheißen, ja, das musst du können, sonst wirst du nie schnell sein. Aber ich arbeite ja eigentlich viel alles am PC und ja, ich komme auch mit diesen 3 Fingern oder mit den anderen Fingern gut klar. Muss ich sagen. Dort habe ich irgendwie, also, und vor allem, das gibt es nie auf dieser Welt, oder halt, wenn du am Arbeiten bist, dass du mal einfach auf leeren Tasten, auf schwarzen Tasten schreiben. Was erfüllt die Prüfung für einen Zweck? Gar keinen. Nein, gar nicht. Gar nichts. Also, meine Tastatur blind gelernt habe ich vom Gamen. Also ich könnte blind an der Tastatur anhocken und ich könnte Minecraft, die wüsste alle. Safe. Das ist kein Problem. Aber sobald es dann irgendwo in die rechte Mitte, also ein bisschen die Mitte von der Tastatur geht, so G und so Zeug, das würde ich wahrscheinlich zuerst 3-mal daneben tippen. Und die Prüfung war quasi so, du hast einen Text auf Blatt Papier, hast du ausgedruckt bekommen und du hast auf einer leeren Tastatur den Text abdückeln. Ja. Und ich glaube, ja, und es war sogar so, dass du nicht gesehen hast, was du geschrieben hast. Ja. Also es war einfach ins Blinde rausschreiben. Und wenn du aus dem Fingersystem nicht perfekt irgendwie Intus hast und Zeit war dort eben auch noch ein Thema, dort habe ich voll einen Einer kassiert. Glatten Einer. Ja. Ja, wir haben auch die Übungen gemacht, auch, wo du es nicht gesehen hast und so Zeug. Es war so ein Programm, das es hatte. Und ich war dort auch nie gut. Also, und ich glaube, wir haben gar keine Noten bekommen. Ja. Und das ist eigentlich der, der beschissenste Dings dran. Das war gerade im ersten Lehrjahr, wo ich noch nicht... im ersten Lehrjahr haben wir die Prüfungen noch am Lehrlingsausbildner oder Praxisausbildner einfach irgendwie jemandem im Betrieb müssen zeigen. Und nachher ich einfach so frech mit einem Einer zu laufen kommen. Und sie, Nils, was ist das? Und ja, dort habe ich dann gesagt, hey, schau, tut mir hure leid, aber das war die Prüfung. Ich kann schnell schreiben, einfach nicht mit dem 10-Fingersystem. Das versteht die Schule einfach nicht. Und ja, sorry. No. Und zum Glück, die Lehrlingsausbildnerin hat dann gesagt, ihr Freund, der schreibt mit dem Adler-System, irgendwie heisst das. Also einfach so 2-3 Finger, wo du die ganze Tastatur... Du sagst, wir sind ein Adler. Ja, wir sind Adler. Du bist ein Adler. Spreiz deine Flügel und flüg. In die weite Welt. Und der Freund, das ist meine Lebensrettung in diesem Moment. Der Safer. Der Safer, wirklich. Ohne Scheiß. Und dann war es easy. Ja. 10-Fingersystem. Ja, ihr habt das natürlich lernen in der Ausbildung. Ja, im KV mit E-Mails schreiben und allem Scheissdreck ist das schon einmal höher gewichtet worden, aber am Ende des Tages. Da musst du einfach schreiben. Und so wie ich das Schulsystem verstanden habe, sollte man das eigentlich nach den 9 Jahren Schule eigentlich auch können schreiben. Ich finde es interessant, dass sie so etwas überhaupt testen. Weil am Ende kommt es ja nicht darauf an, wie du es machst, sondern nur, dass es funktioniert. Ja. Vielleicht ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Ja, ich glaube, das ist einfach etwas, wo du allgemein so im Schulsystem halt einfach hast, das Problem.
Schule ist nie, also der Stoff ist nie für alle gemacht. Ja. Ja, und wenn ich zurückdenke, so also ein Thema, das mich heute noch in den Horrorträumen verfolgt, so die deutsche Zeitepochen mit was hat es alles gegeben? Romanik, Klassik und einfach so die Zeitepochen im Deutsch. Ach So mit Goethe und Kabale und Liebe und dann haben wir Bücher müssen lesen und dann in dieser Zeitepoche ist es um Selbstjustiz gegangen und Freitod und nachher 50 Jahre später ist alles wieder super gewesen, nach Kriegszeit und meinst du, dass das also ja. Ja, ich weiss nicht. Geschichte hat mich immer interessiert, aber ich bin nie gut drin. Also so die Fakten lernen habe ich auch nie geil gefunden. Ich weiss nicht. Das erste Mal, wo mich das so richtig interessiert hat, ist bei einem spezifischen Geschichtslehrer gsi. Wenn der spielt Saxophon. Und wenn der mal ein Konzert hat, dann sage ich das hier im Podcast. Ja, sehr gut. Aber der Geschichtslehrer, der hat quasi eben von Anfang an gesagt, hey, Jahreszahlen und genaue Namen und weiss nicht was, das vergesst ihr eh wieder. Ja. Spielt keine Rolle. Aber was mir persönlich wichtig ist, dass ihr die Zusammenhänge versteht. Ja, das ist Also, eigentlich auch wichtiger, oder? Genau, also ich glaube, wir haben mal in der Schweiz Industrialisierung und verbunden mit der Industrialisierung hat es, glaube ich, auch in gewissen Orten oder Ortschaften, Dörfern, hat es Hungersnöte gegeben. Und zum Beispiel im Glarnerland sind Haufen Leute in dieser Zeit auf Amerika ausgewandert. Und nachher hast du an der Prüfung ist genau so, ist eine 3-4 Sätze lange Frage so gestellt worden. Hey, das ist die Ausgangslage, blablabla. Warum ist das so gekommen? Und dann hast du eine halbe Seite, quasi wie so eine Erklärung, in deinen Worten alles müssen beschreiben und anhand von diesen Zusammenhängen hast du Punkte verleiht bekommen. Habe ich einen mega coolen Ansatz gefunden. Ja, safe. Ja, also ich glaube, es ist schon auch jetzt eben, ich weiss jetzt nicht, was das für ein Lehrer war, aber bei uns war es schon auch so gewesen. Also ich glaube, Geschichte ist auch oft Zusammenhänge, die abgefragt werden. Es ist mehr einfach die Jahreszahlen und Namen und so Zeug. Das habe ich einfach nie gewusst. Ja, es ist einfach ein Auswendiglernen am Ende des Tages. Ja, total. Also zum Beispiel, ich bin die ganze Zeit am Studieren. Wann haben wir Amerika entdeckt? 1435 oder so etwas? Nein, das ist, glaube ich... Ist es früher gewesen? Was ist dort? Die Unabhängigkeitserklärung ist, glaube ich, 1714 oder irgendwie dort umeinander. Wo sich Amerika von der Krone, glaube ich, losgelöst hat. Ich meine, wann hat so Kolumbus Amerika entdeckt? Das ist 1523. Hätte ich jetzt 15. gesagt. Eben, ich hätte über 14 irgendetwas gesagt. Wir sind schon mal etwa 100 Jahre voneinander entfernt. Das ist schon mal nicht so das schlecht. Ist schon mal easy, glaube ich. Schon mal easy. Schon mal nicht ganz falsch. Du musst ganz kurz googeln. Ja, das würde mich auch interessieren, wirklich. Kolumbus Amerika. Mhm. Was hast du gesagt? 1435. 1435 und ich habe 1523, habe ich glaube ich gesagt. Also es ist 1492. Oh shit, wir sind genau. Also wir, ja... Stabil. Also ich hoffe, dass das Wort nach Asien und erreicht Ja, stattdessen Amerika. 1492. 1492, Ja, jetzt erschließt sich die Zahl wieder. Das 14, das hatte ich irgendwie im Kopf, aber der Rest hinten dran hat gefehlt. Ja. Ja, lustig. Eben, aber das ist genau das, die Zahl, sie bringt uns gar nichts. Nee, Wir wissen nicht. Ja. jetzt hat er es gefunden, bravo. Ja, voll. Es ist wirklich so. Interessant. Und dann 17 irgendetwas. Unabhängigkeitserklärung. Stabil.
Warte, wie ist das gegangen? Der Krieg, der dort geführt worden ist, der hat doch auch einen Namen. Unabhängigkeitskrieg. Würde noch passen. Würde noch passen Würde noch irgendwie. passen. Es hat dazu doch auch mal ein Assassin's Creed gegeben. Das weiss ich nicht, das kann sein. Mit einer Axt, glaubst Mit einer Axt? du? Aha. Weiss Aber nicht. ja. Also ich spiele ja gerade das Assassin's Creed mit der Axt, aber das ist es sicher nicht. Nein, das ist etwas anderes, glaubst du? Aber ich glaube, es hat in dieser Zeitepoche auch mal ein Assassin's Creed gegeben. Ja, das kann schon gut sein, das Ja. würde passen zu Ja. Assassin's Creed. Also ich glaube, es ist halt auch, jetzt zum Beispiel Red Dead Redemption spielt irgendwann nach dieser Zeit, wo anfangen wirklich die Regierungen langsam Überhand zu nehmen und nicht so das, wie sagen wir, so das Cowboy-Leben so von den Banditen und Postkutschenräuber und so. Das kenne ich einfach, wo irgendwo nach dieser Zeit spielt. Aber ja, Geschichte halt, oder? Geschichte. Ist die Geschichte. Also wenn es um Geschichte geht, wenn es um Wilde Westen geht, dann kann ich Shoot das Manitou sehr empfehlen. Sie drehen den neuen. Oh mein Gott, Sie drehen nochmal Mann. einen. Ja, Oh mein Gott. Mann, Ja, so. wie heisst er? Ich habe den Der Namen. Bulli? Nein, nicht der Bulli Herwig. Ich meine Aha. der Film, der neue. Ich habe den Namen eben Shoot das gesehen. Manitou 2? Nein. Er heisst jetzt irgendwie so etwas mit Fluss oder so ein richtig behinderter Name. Lustig. Sie haben Nicht- den Klappstuhl ausgegraben. Kann im Fall sein. Also das Warte ist mal. ein Satz vom ersten Film. Ja, gewesen. schon. Neuer. Aber ja, als ich das gelesen habe, ich bin wirklich innerlich habe ich Freudensprünge gemacht. Weil allgemein am Bulli seine Filme mit Shoot das Manitou oder Traumschiff Surprise, wie heisst er? Nach fast 25 Jahren setzt sich Michael Bulli Herbig, seine Kino-Hit Der Schuh des Manitou vor. 2025 soll das Kanu des Manitou in die Kinos kommen. Geil. Das kann. Und wieder mit Konstantin-Film. Geil. Beides Regie und Drehbuch von ihm. Und noch der Christian Tramitz. Und der Rick. The fuck? Cavagnini. Nein. Cavagnan. Rick Cavagnan, noch nie gehört. Noch nie gehört. Aber der Bulli kennt man. Das wird sicher ein Der lustiger Bulli, ja. Film. Also der, Definitiv. Den da gehen wir freue ich im mich. Kino Den schauen. gehen wir schauen. Ja. Den finde ich ganz Ja. geil, ja. Aber welchen Film von diesen beiden, Shoot das Manitou oder Traumschiff Surprise, findest du besser? Das ist schwierig, sie spielen mega auf einer ähnlichen Liga, finde ich. Ich glaube, es ist mehr... Ich verbinde mit dem Traumschiff Surprise verbinde ich mehr, weil der präsenter war. Aber der Humor und alles ist eigentlich genau gleich. So. Ja, ich würde sagen, einfach weil ich den mehr gefühlt habe, der Surprise. Der ist es noch mal ein bisschen mehr. Wenn man jetzt hier nebendran so einen DVD-Player hätte, dann hätten wir jetzt einen Surprise in da. Ja, voll. Ja, wäre ich auch eher dabei. Humor absolut auf der gleich geilen Ebene. Und einfach der Witz, der Humor, Sarkasmus ist wirklich absolut. Ja, der Bulli, das gehört mir immer so ein bisschen. Das ist einer, entweder hast du es mega gern oder du hast es nicht gern. Also ich habe auch schon Leute gehört, die sagen, Bulli, Alter, nie. Keiner von diesen Filmen. Also, das ist Krass, ja. Ja. So, entweder ist es dein Humor oder es ist Ja. nicht. Aber ich finde es halt total witzig. Also, ja. Ja, voll. Muss mich am Schluss von dieser Folge muss mich an etwas erinnern und dann habe ich eine geile Idee. Okay, fix. Also soll ich einfach sagen, ich muss dich an etwas erinnern? Voll, ja. Okay, ich Voll. probier's. Okay. Und dann muss ich mich einfach in dem Moment schnell zusammenreißen und dann den richtigen Satz rauslassen und dann wird es geil. Okay, fix. Das ist gut. Voll. Ja? Jetzt muss ich da auch ganz kurz mal spicken, was wir da alles noch drauf haben. Schere, Stein, Papier. Erzähl. Wir haben gestern haben wir noch eine coole Aktion gehabt. Ganz eine geile Aktion. Und unser Büro leuchtet jetzt noch mal ein bisschen mehr. Yes. Noch ein bisschen farbiger. Wir sind jetzt LED-Stripes Spezialisten geworden. Also wirklich.
Spezialisten. Wir haben so 17,5 Meter LED-Stripes haben wir gekauft. Und so Verbindungsteile. Mit diesen Verbindungsteilen habe ich noch nie gearbeitet. Und wir haben so oben dran am Büro, also der Decke oben, haben wir so Vorhangsschienen. Und die Vorhangsschienen, die haben zu der Decke, ich sage jetzt 2 cm Luft. Und es sind so ein bisschen reinversetzt. Perfekt für einen LED-Stripe. Und dort haben wir jetzt geil einen so über die ganze Länge. Das sind 15 Meter, glaube ich. Nein. Oh nein, wir haben 10 Meter. Ja nur Stimmt. den ersten benutzt und nicht ganz. Also das sind irgendwie 8 Meter. Höchstens 9, würde ich sagen. Weil es ist etwa so ein Meter, irgendetwas ist übrig geblieben. Ja, 8-9 Meter, wo wir jetzt an einem Stück. Und es sieht wirklich aus wie ein Traumschiff Surprise. Hat etwas, ja. Und die anderen Meter, wir haben ein paar Regale, so moderne Migaso. Wenn ihr nicht wisst, Migaso et Tugaso. Streamer XY aufmachen, das, was im Hintergrund steht, das haben wir auch. Ja, genau. Migaso et Tugaso. Genau. Solche Regale haben wir. Und das Zeug, das in diesen Regal drin steht, das ist vorne einfach so mäßig angeleuchtet worden. Und wir haben jetzt auf die einzelnen Ablageflächen oben auch so LED-Stripes montiert, die jetzt gegen oben Licht auf die Objekte geben. Und so wie eine Schrank-Innenbeleuchtung ein bisschen. ja, So Vitrинenbeleuchtung ja, irgendwie. Ja. Beleuchtung, ja. Voll. Und ja, also absolut geile Sache. Mega geil. Hat einfach easy viel Zeit gekostet, um die einzelnen Stücke richtig zuschneiden. Und dann, Ja, total. also einen halben Tag haben wir für 2 Regale. Ja, nicht einmal eineinhalb Regal Ja, voll. haben wir gehabt, ja. Aber es ist jetzt mega geil, wenn wir da das Licht anstellen können, vor allem wenn wir jetzt auch Gäste da und so ein bisschen eine chillige Atmosphäre wollen herbeizaubern. Eine Gattung machen. Genau. Ja, und ich sage jetzt auch, jeder, der sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann, es ist halt, wenn du so, wir filmen dann in eine Ecke rein, also am Ende des Tages ist es ein Setup, ein Set eigentlich für Videos, um in die Kamera zu reden. Und du hast halt, wenn du in eine Ecke rein filmst und du gehst von vorne Licht, weil ist ja eine Ecke, kannst du ja nicht von hinten, dann es ist alles wie nur von vorne angeleuchtet und sieht dann so mega flach aus. Und das sieht einfach komisch aus und darum müssen wir gegen das schaffen, um eine Atmosphäre zu schaffen. Und für das sind jetzt all die Lichtsachen, die dann im Hintergrund auch noch ein bisschen Licht gegen vorne geben. Dass man diese Ecke nicht so gegen hinten verschluckt, sondern dass der eigentlich rausleuchtet. Shine. Shine. Von wo ist das? Das ist von Divertimento. Ah ja. Shine. Shine. Wow, so gut. Divertimento. Cool. Coole Dudes. Absolut geile Dudes. Ja. Apropos coole Dudes. Geile Überleitung. Nächste Woche haben wir noch Premiere. Das ist auch noch ein fettes Announcement, das zum Stichwort coole Dudes absolut dazu passt. Weil Premiere, Trommelwirbel. Nächste Woche ist beim Pfuschcast das allererste Mal ein Gast zu Gast. Stimmt, ja. Also wir haben es schon ein paar Mal announced und ein paar Mal ins Mic hineingedroppt, dass wir mal könnten und mal sollten. Überraschung, es wird mal etwas umgesetzt. Es wird mal etwas angepackt und wirklich umgesetzt. Und also wie, wo, was, wer, kann er sich dann selber vorstellen. Absolut, absolut. Absolut. Ergibt sich gerade bei mir noch mal eine Frage, haben wir dann das Mikrofon? Ja, das ist das Problem von nächster Woche. Soll Zukunfts-Nils und ja. Zukunftsandre schauen? Ja, Ja, die finde ich können gut. dann schauen. Ja, die regelt das. Die regeln das. Die Und regeln sonst irgendwie mit Abtauschen. Oder wir haben ja noch... Ja, Ich genau. weiss es auch nicht. Komm, red du mal. Willst du Ja. den Sprechball? Warte. Ja, das nein, bringen wir schon an. irgendwie. Ja. 100% Ja, bringen wir ja. an. Definitiv. Und dann... Also wird sicher noch mal interessant, um einfach noch mal
über mehr da irgendwie eine Runde zu haben. Es wird mega interessant. Und keine Ahnung, ob die nächste Folge überhaupt so geil, also es wird geil, weil es eine geile Person wird, aber einfach so die ja, es ist etwas Neues. bekannte Pushcast, Ambience, Vibe, Mood, der wird nächste Woche ein bisschen aufgebrochen und wir öffnen, wir wachsen. Ja? Wir werden erwachsen, andere. Ich schön. Der Kleine ist so gross. Der Kleine. Mhm. Und vor allem ist nächstes Mal noch Schnapszahl. Sind wir schon beim 44? Mhm. Ich wollte schon wieder sagen, wir können ja bei jeder Schnapszahl über einladen, aber wir lassen es. Wir laden dann schon wieder Leute ein. Ja, wir laden dann ein, wenn es passt. Ja, voll. Wenn wir mal wieder etwas anpacken. Ja, Einmal im genau. Jahr. Ja, mindestens. Aber cool, ja, voll, freue mich drauf. Das wird ganz eine geile Geschichte. Mhm. Und ja, jetzt bin ich eigentlich ausgeschossen. Ja, also ich bin eigentlich auch mehr oder weniger ausgeschossen. Ich habe aber noch etwas, wo wir noch nicht erwähnt haben. Ich bin gerade momentan wieder völlig vercraftet. Vercraftet? Ich bin total im Minecraft-Fieber wieder. Es macht unglaublich Bock. Wir haben ja letztes Mal ein kleines Update gegeben, dass wir real verreckt sind und alles nicht mehr haben und so. Und wir sind wieder über den Berg gekommen, muss man sagen. Und es macht einfach unglaublich Spass, so Farmen bauen und ein bisschen alles verbessern. Und Terraformen bei mir. Ja, mega. Nein, es ist einfach geil. Es ist richtig lässig. Macht Spass. Und ja, das ist aber auch mein letzter Punkt, muss ich sagen, weil LED habe ich noch aufgeschrieben, aber das haben wir schon besprochen. Ich habe gestern eigentlich posten gehen und habe das dann aber über den Tag, früher oder später, nach dem ganzen Lichterzeug und alles, habe ich das vergessen. Und dann bin ich irgendwann um 9:30 daheim nach der Sitzung dort so und so gemerkt, hey, Scheiße, ich habe wirklich nichts mehr zum Essen. Und ich habe jetzt schon die letzten 3-4 Tage, sogar länger, immer einfach nur Teigwaren gegessen. Und jetzt, ich bin wirklich gestern Abend so, nein. Ich muss heute unbedingt posten. Das ist richtig Katastrophe. Also heute? Heute? Ja, heute ist heute? Heute ist heute. Krass. Ja. Weil sonst, ich habe jetzt gestern die letzten Teigwaren gebraucht. Ich habe effektiv nichts zum Essen. Jetzt ist Sense. Sense. Könntest du höchstens ich könnte den Kaktus irgendwie noch in die Pfanne oder ich reinhauen. könnte Reis machen. Oder ich habe noch Thunfischdosen. Die sind aber schon vorher, bevor ich dort eingezogen bin, sind die schon dort gewesen. Und wahrscheinlich schon abgelaufen. Nein, geil, sie laufen in 4 Monaten ab. Eine Thunfischdose. Wie lange ist eine Thunfischdose haltbar? Wie lange muss die schon dort sein, dass die in 4 Monaten ablaufen? Ich hätte jetzt gesagt 6 Jahre. Irgend so etwas, gell? Das ist hure lang. Ja. Das ist hure lang. Und wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre wäre es immer noch gut. Wahrscheinlich schon, ja. Also es gibt Vielleicht ja mit so der Sachen, die eigentlich nie... Also Honig kann nie schlecht werden. Das habe ich... Oder, ja, das ist, glaube ich, so. Nein, können schon. Aber was halt das Ding ist, wenn es ganz, ganz viel Zucker drin hat, dann ist es schwer, dass ein Pilz dort wächst. So. Also es ist wie Gomfi oder so. Gomfi kann auch braucht viel mehr, bis sie schlecht wird, aber kann schon auch schlecht werden. So. Aber ich sage jetzt, bei Honig ist es sicher noch weniger das Problem, weil du hast ja weniger... du hast kein Kernchen drin, blöd gesagt. Also weniger Biomasse, so. Ja. Oder wie man das nennt. Einfach noch mehr Zucker und so. Ja. Darum kann man schon vorstellen, dass bis Honig schlecht ist, muss viel falsch laufen. Also noch irgendetwas drin reinkommen oder so. Weißt du, du machst Dosen auf, den Honig, nimmst mit dem Messer etwas raus und es bleibt ein bisschen Butter drin hängen. Ja. So etwas. Dann kann wahrscheinlich... Dann Butter wird der Butter werden, schlecht und dann der Honig natürlich... Also nicht alles, aber dass der oben so ein bisschen... Gut, seit ich mit einem 88-Jährigen zusammen wohne, hat schlecht werden eine andere Bedeutung. Also, Das ist relativ geworden. das ist relativ geworden, weil eigentlich aus der Zeit, wo er halt kommt, dort hat man eigentlich alles so einfach gelagert. Und wenn es Pilz drauf hat oder eben Schimmel, also ist auch Pilz einfach Schimmel drauf hat, dann kann man den Schimmel wegnehmen und kann es essen. Und der Schimmel ist ja eigentlich wie dann ein Schutz gegen das, was innen drinnen ist. Weil du kennst ja auch Schimmelkäse und so. Schimmel ist nicht gleich schlecht. Und viele kannst du eben wirklich einfach abschneiden und es ist kein Problem.
Aber wir sind halt in einer Luxusgesellschaft gross geworden, wo es nicht notwendig ist, etwas zu essen, das Schimmel drauf hat. Darum machst du es auch nicht. Und er kommt halt aus einer Zeit, wo das völlig normal war, dass wenn du ein Käselieb ein halbes Jahr im Keller unten gehabt hast, dann hat das Schimmel dran gehabt. Weil der Keller ist feucht und Zeug und Sachen. Aber das hat den Käse nicht schlechter, sondern eher besser gemacht. Also so vom Ding. Also Dry Age oder eben so blau... Ja, Schimmelkäse. Du meinst Blauschimmelkäse? Ja. Voll. Also es ist ja wirklich eine Veredelung. Ja. Und eben auch viele Sachen, wo wir denken würden, das Brot, das grau wird, kannst du abschneiden und essen. Ja. Und das Alter gibt recht. Ja, nicht Also, ohne Grund ist er 88. Ja. Wer lebt mit dem Pilz zusammen? Eine Symbiose. Symbiose, ja. Oh Mann. Ja. Ja, aber sonst ist bei mir auch nicht mehr so viel. Ja. Ja, dann Muss ich dich jetzt an etwas erinnern? musst du mich an etwas erinnern. Und du machst jetzt bitte mit. Hi, Space Taxi to the sky, come on. Hi, Space Taxi to the sky, oh come on. Feuer Salamander, mache Beine auseinander, mache Beine wieder zu und raus bist du. Oh, hi, Space Taxi to the sky. Come on, girl! Hi, Space taxi to the sky. Hi, Space taxi to the sky. Come on, Feuer Salamander, so high. Mach Beine auseinander. Check it out. Mach Beine wieder zu und raus bist du. Oh, hi,